Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir. Und somit habe ich die Ehre und steht das Satz zu Assassin's Creed 3. Man sieht schon einiges an Veränderungen. Gefühlt ist es alles hier mega viel smoother schon wieder. Was Körper so und Haut und Umgebungsqualität schaut brutal aus. Man merkt das immer mehr Jahre kommen dazu, man merkt es einfach.
Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Schaut schon mega viel anders aus als jetzt Revelation. Wow. Wie soll alle so zielstrebig gehen, obwohl ich nicht mehr wissen, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir sind da. Schaut ein bisschen so mehr comicartig ausgefühlt. Oh. Dass das nochmal schon anschaut. Ja, also das müsste man. Das ist schon mega. So, da muss ich mal kurz. Das, ne? Nein, bitte. So. Ist das besser? Ja. Weil sonst du wirst du blöd. Hm. Was wird das jetzt wieder sein? Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sir? Das schon wieder. Ja. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, Nein, schon gut verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? Juno, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben.
er läuft jetzt automatisch so schnell. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Okay, man muss nochmal 2 Tasten zum... Zwischen ist er ganz schön gut am Klettern, hey. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Oh ja. Das ist langsam. eine Vorgabe. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen. Ziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte... Uno momento bitte. Ach, jetzt haben wir auf einmal so ein Menü. Optionen. Hallo? Ah, da ist das. Machen wir mal so. So. Weil sonst ist das so auch laut. beiden Templer aus. Es ist so eine ganz andere Steuerung auf einmal. Da haben sie auf einmal ganz andere Sachen gemacht. So klettert auf einmal ganz anders. Mega komisch. Es hat genau gerade fließend. Schaut das aus, als würde das übergehen in einer Sequenz. So schaut das gerade Die aus. Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Mhm. Schäderhige. Immer noch mal frei wie winken, dann müssen wir alles ausprobieren. Sir, alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Ich muss jetzt mal sagen, die Grafik schaut bis jetzt schon geil aus und wir sehen mal bloß so Halbdinge. Theater Royal, Covent Garden, 1754. Bitte, Sir. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun Aber wieder das schöne Adlerauge. Das geht auch viel smoother inzwischen. Unglaublich, wie gut das geht. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Verzeiht bitte. Abend, Nathan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand Days beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht.
Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Das Free Ding halt. Ich muss mal Ording noch hermachen. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Wir haben jetzt nicht wirklich über das ganze Zeug drüber. Entschuldigt vielmals. Entschuldigt. Verzeiht bitte. Tom Gates, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without Wenn es so überhaupt nicht auffällt. Wenn der Honor einfach so rumklettert. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation, so I can get more by her staying in England. Betty hath brought more goods into our lofty year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, Statt ist in dieser fetten Oper nicht auffallen. Hast du auch noch rumkraxelt. Das kriegt man doch mit. Aber wenn sie da juckt es irgendwie komisch im Ohr. Oh. Ja, das Umsehen-Ding müssen wir mal noch schauen. Müssen wir die selber knacken? Oh, das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir jetzt schon. Nur so Schlösser knacken. Mega geil. Smartphone. Ich zieh mal das zeigt da auch schon. So. Hier entlang und dann geht's hier rein. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Das muss ich schicken. Der Rand in der Bühnenseite. Schnell! Ruhe, bitte! Da drüben! Der hat den Mann vergast! Der Mann doch! Ergreift ihn! Im oberen Rang getötet worden. Aber ich habe nichts getan, ich schwöre. Schnell hinaus. Nicht drängeln, bitte, Mann. In einer Oper. Wurde ein Mann getötet.
Hier hinauf. Es ist dort im Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? So. Es hat auch keiner gesehen, dass er da rumklettert ist oder so. Ja, da. Wohin wollt ihr? Wer? Wenn du jemanden findest, ruf mich. Ja. Was sind da draußen? Ah, da draußen ist das Animus-Ding. Hat er nicht einen Hut aufgehabt? Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Ist dies der Schlüssel? Oder ist das was anderes? Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses derer, die vor uns kamen. Ah ja. Die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, wenn sie es zuerst finden. Niemals. Dafür habt ihr gesorgt. Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, Was sagen Ihre Berechnungen? der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut, für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugehören. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hatham, und gereicht uns zur Ehre. Eine tödliche Vorstellung. Mission beendet. Volle Synchronisation. Das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich jetzt sagen. Wenn es jetzt mal so kommt. Ich muss auch sagen, er schaut mir jetzt nicht nach einem Assassinen aus. Aber wie es irgendwie gefühlt Assassine ist. Oder versteckte Klinge. Atlantischer Ozean, Tag 2. Etwas frische Luft wird gut tun. Wie kann man doch auch nicht. Einen Moment Zeit. Ah, noch ein Londoner. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Hatham Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja? Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv?
Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. Aha, okay. Schön zu wissen für dir. Warum ist auch noch einer, mit dem wir reden können? Ah, das ist cool, das wird sogar so gesagt. Guten Morgen, Doktor. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als dem Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Es ist echt cool, einfach so. Kann man anscheinend irgendwie spielen oder so Würfel. Schauen wir uns einmal an. So, mal gehen. Ein Spiel spielen. Panorona. Anfänger. Man nimmt an, dass Panorona aus dem Wasser, solange sie alle Steine des Gegners zu machen. Keine Ahnung. Spiel starten. Bestätigen. Okay. Da kann ich den nicht bewegen. Ah, so ist es. Aha. So kann der so viel auf einmal machen. So kann der mehr machen als wie. Ganz egal, wie rum das man zirkt oder was. Ah. Wenn es so weitergeht, ist der Sieg nah. Okay. Dann mach ich mal so. Da habt ihr mich. So funktioniert das. Mein Tank immer nur das machen. Ich kann auch nicht, gell? Na. Das könnt ihr ruhig haben. Oh Mann, Alter. War so perfekt die Reihe einfach für unser Ding. Ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Inzwischen. Das ist cool.
Gewonnen. Wow, geil. Das ist cool, das Spiel. Wirklich cool. Schauen wir mal, was das andere für Spiel ist. Ah, da, was möchte der spielen? Mühle. Oh, Mühle. Ah, Mühle ist so eine Sache. Da muss ich erst wieder reinkommen. Mühle. 9er Mühle. Ersten Zug. Ja. Ersten Zug. Dann mal da hier. Ich schon fast denkt, dass das passiert. Was passt den da? Muss er da wegziehen? Habe ich noch 2, habe ich noch. Jetzt muss ich den da her da. Kann man genau ein Dreier-Ding machen. Das wäre aber ein Riesenproblem dann. Wenn er mal den da weg tut, wenn er den da umzieht, dann haben wir ein Problem. Ich hab's auch schon gedacht. Scheiße. Jetzt zieht er den weg. Verdammt! Genau den, wo ich brauche. Den zieht er weg. Scheiße. Ja, wie beim Dorf, beim Linkfoto. Vielleicht hilft die einfach nicht mehr bewegen, weil die mitten im Ding liegen. So. Kleiner Penner, du. Und jetzt chillen wir da, oder? Kann einfach nichts machen, oder? Ach, Kim! Jetzt vertraut er mir den auch noch. Ah. Das ist mega dumm gewesen von mir. LP ist mega dumm gewesen von mir. Und jetzt kann ich bloß noch mit dem ziehen. Genau. Da ist mir so, das ist jetzt echt mies.
Mühlen und ich komme nicht mehr mit zu einer. Er hat so viel Zeug, was er aufmachen kann. Ist voll verkackt einfach. Ist voll verkackt beim Liegen. Ja, ich verliere trotzdem. Möchte es nur mal. Möchte es nur gewinnen. Was ist überlegen? Erst Zug, ja, ne? Machen wir mal den ersten. So. Oh, so scheiß Mühle hier drin. Ach scheiße, du möchtest mich so verarschen. Jetzt hat der ernsthaft schon eine Mühle gebaut, wenn ich nicht aufpasst hab. Dass der da oben eine Mühle baut. Ey, geben. Kann ich nicht hier, weil er dann merkt, was ich mich. Da noch ein hier. Wenn ich mich so verarschen, kann ich wieder keine Mühle machen, weil der andere Hans Wurst da in die Dinger verbaut. Nix gibt's. Keine Höhle für dich. So, es bringt halt nichts, gell, wenn man keine Mühle bauen kann. Den darf ich nicht bewegen. Den darf ich auch nicht bewegen. So, was tust du jetzt? Eieieiei. So, der muss die ganze Zeit den gleichen Zug machen, oder? Dass man richtig schön da hinkommen. Ich will schon weniger. Das ist jetzt so schlimmer. Was versucht der Nützer?
Prinzip könnte den auch erzählen und in der Umwelt, dass er da eine Mühle hat, aber. So, der hat jetzt auf den Zug gemacht. Den habe ich nicht vorausgesehen. Den darf ich trotzdem nicht bewegen. Ach, Kim. Das habe ich durchschaut. Macht er wieder zu und nimmt man den oberen da weg. Er nimmt immer den nächsten zu ihm weg. Das gibt's doch nicht, da. Er hat den scheiß Stor da nicht auserzählt. Ich kann keinen anderen mehr bewegen. Nimmt aber den da weg. Dann hat er Doppelmühle auch noch. Jetzt habe ich euch. Shit, hätte ich nochmal zeigen müssen. Dann gar keine Mühle mehr mal. Der hat einfach Doppelmühle jetzt schon. Mann! Ja gut, das ist schon wieder viel zu lang. Also wenn es euch gefallen hat, lasst das Auto lassen, like. Ich versuche es jetzt nochmal nach der Aufnahme. Ich möchte einfach das gewinnen. Wenn es euch gefallen hat, lasst das Auto lassen, like. Da bis zum nächsten Mal. Ja, wie